Der Chris braucht für sein preisische Gspusi einen Diretare aus der Erbschaft von seinen Großvatern. Sein Vater will aber das Geld nicht rausrücken und drum zieht er samt seiner Gspusi von daheim aus. Der Alte holt ihm aber wieder zurück. Fanny schenkt die alten Fetzen von seiner preisischen Tochter alle der Uschi und die tut er so, als taten sie ihr recht gefallen. Drum möchte sie jetzt mit einem gestellten Foto aufweisen, dass ihre seine preisische Tochter so einen Fetzen auf Silvester angehabt hat. Das Beutel zeigt's nachher der Fanny, aber die Kleine verrät alles. Die abscheulichen Tiefdruckwedern heißen da so wie etliche Landweiber und drum meinen's, dass das der Gerstl so hydrat hat, weil sie ihm ein paar Mal einen Termin fürs Vereinsheim weggeschnappt haben. Dabei ist aber das Schäd ein Zufall gewesen. Mit einer Schwarzwälder Kirschtorten beißt sich der Martin von seinem Zand eine goldene Krone aus und schlägt's runter. Durch das vergeht sein Mundweh und Schädelweh von Zigarrenraucher. Danach stellt sich aber raus, dass er die goldene Krone gar nicht runtergeschluckt hat. Uri bringt der Fanny seinen preisischen Stiefsohn als Pforderpegeln bei. Aber den sein Stiefvater zeigt ihm, wie man sie durch blöd anstellen davor drücken kann. Als Zwiefel erfährt von Flori und den sein Vater, dass die aus ihren Akten von der Straße gewusst haben. Drum sagt's öffentlich im Netz an, dass sie das nicht weitergegeben hat. Die Leute glauben ihr aber nicht und drum meint ihre Alter, sie soll zurückdrehen. Als Bummel redet ihr aber zu, dass sie weitermacht und das tut's auch und schaut, dass sie einen Doktor nach Lansing holen kann.